Alle reden, keiner sagt doch jetzt. Komm, Jetzt sag redet denen mal. Jetzt redet wir. Hey, schön sind ihr da, Mann. Geil, Mann, wenn ihr etwas trinken. Hey, ja, können wir machen. So, das mal an dich an. Oder willst du es heben die ganze Ich Zeit? weiss eben nicht. Ich hätte irgendwie schon Stil. Ja, Bro, kannst du deinen Stil dort heben. Also, mal Vielleicht, weiter trinken. Lust dann einfach irgendwann einmal. Ein kühles Blond. Ein kühles Blondes. Was hast du eigentlich dort im Ich Kühler? habe Eistee mit Koffein. Ich habe Cola, Wasser, Eistee Zero, Bier, Coconut Juice. Ich nehme Red Juice. Juice. Hebst du das Teil auch? Du nimmst einen Juice. Ist auch wegen Style, oder? Keine Ahnung, mich das viel stört Zucker das. drin? Fühlst dich wohl, wenn es Hä? Hast du das viel Zucker drin? Also weniger, Nein, also mehr als Cola Sag Zero. doch hat. mal. Musst du dich nicht anrufen. Ja, das gibst du mir Cola. Lass doch jetzt. Das hat ist ein Stil, wenn du lebst, weißt du? Oh, Hey, jetzt, wenn wir eigentlich überlegen, sind alle schon mal da gewesen, oder? Also du bist schon im Podcast Ich bin schon gewesen, beides gewesen. und Stream. Du bist Stream. auch in beidem gewesen. ich nur. Und du nur bist im Stream. Nur Stream. Okay, nimm mal Stellung. Wieso? Stream. Wieso? Keine Ahnung, ich kann nichts erzählen. Okay. Wow. Schon probieren? Ist ein hart kreativer Mensch und hat mehr als genug erlebt, aber nichts zum Erzählen. 150 KCAL. Pro 100 Ey, Hass, wenn ich das sage. Ich sage Pro 100 ey, Schatz, wie viel KCAL hat das? Jetzt sag mal Kalorien, du Behindert. Oh, geil. Es hat ja Stückchen drin. Ja. Ich kann das nicht erwarten, aber ist fein. Ist fein, gell? Hast du nicht gerne Stückchen? Ja, also wenn ich ein Getränk trinke, erwarte ich nicht unbedingt ein Stückchen, du Trottel. Oh Gott. Sonst, was läuft, So Jungs? hart, so herzig, Mann. Hey, nicht viel. Cheers, Erzähl mal. Geschafft all day lang. Schön, zuerst mal da Prost. Hey, auf unsere Freundschaft, auf das sie für ewig haben. So Hebt's kulturloser Scheiß, ohne Alkohol Ihr zwei, anschließen. Also, ihr zwei Pissers kommen nicht mehr raus. Wer? Ja, ihr seid Familie. Du, Wer kommt nicht mehr raus? aus der Freundschaft. Aha, so, was ja. alles gemeint? Boah, krass, Michael. Ne? Sowieso auch nicht. Ihr zwei Aber haben weißt du, sagen. das ist Familie. Das ist nochmal etwas ja, anderes. das ist schon lange fertig, dass da Familie ist. Check. Wie habt ihr eigentlich kennengelernt? Ihr zwei, das sind mich wundern. Kriegi und ich. Ja. Ich glaube, das war bei Red Star. Ja. Haben wir bei Red Star zusammen gespielt? Also ich weiss nicht, doch, Ja. zusammen. Stimmt. Aber Der weiß das doch nicht. nein, wir haben das du schon nicht vorher gewesen, gekannt. Nein, Bro, der ist mit irgendwelchen komischen Skaters am Rumhängen gewesen. Okay. Er hat am Schiessen da, Mann. Okay, bei Red Star. Wie alt sind ihr? Erste Oberstufe. Aber ich glaube, wir haben das schon vorher gekannt. Ja. Ja, fix, wir haben das vom Roten gekannt, vom Shooter. Also kennt, aber nicht zusammen kennt. So Oh, einfach. das hast du schon. Ich bin. Ja, irgendwo dort, 12, irgendwo dort umeinander. Er war ein rechter Feind von mir. Gewesen. Schon. Er war Feind von allen. Nein, ja, das auch, aber er ist die ganze Zeit mit dem Bayern-Trikot rumgelaufen. So ist Das das ist- Bayern-Fan. Ja, als Kind, bevor ich verstanden habe, Was wirklich- Kultur ist. Genau, ja. Ich kann da nicht mitreden, keine Ahnung. Dort nachher dann United. Okay, vor okay. Bayern. Und dann, wie haben wir ihn kennengelernt? Willst du mal Hey erzählen? Bro, keine Ahnung, Alter. Einfach so. Weißt du, wie du Menschen kennengelernt hast? Ja, nicht jeder, aber wie ich euch kennengelernt habe. So etwas merke ich mir, das ist wichtig. Der hat mich gehasst. Ja. Ich habe einen Kass zum Beispiel am Anfang. Jeder hat ihn gehasst. Ich sage, jeder ist im Feind gewesen. Ich nicht mal. Aber ihr habt ihn fast später kennengelernt, nicht als Kind. Weil als Kind Jugendlich. ist der stinkfrach. Bro, als Kind war er gottlos. Bro. Das ist, Ja, aber was ist das gewesen? Mit 14? Ja, ja. ja gut, das ist immer noch Katastrophe. Mit Aber ist schon 14 besser. habt ihr ihn Ja. kennengelernt. Ja. Wo? Keine Ahnung mehr, Bro. Einfach so. In der Body. Schon? Was hast du gesagt? Ey, geile Badhose. Nein, Bro, ey, ganz ehrlich, ich mag mich. Ich weiß nicht mal, was ich gestern gegessen habe. Mann. Was ist mit dir los? Ich weiss, Marlon und ich haben das im Tattoo-Studio kennengelernt, im Second Ski. Ja, Mann. Dort bin ich 16 Ja, gewesen. irgendwo dort um den Dreh umeinander. Warte, du bist älter als er. Du bist 1 Jahr älter. Ja. Du bist 92. Ja, aber ich war 18 gewesen dort und ich hatte ein Auto gehabt. Das heisst, du bist 17 gewesen. 16, 17 Jahre. Ja, 16, 17. Ja, Aber hast du schon dürfen... ja ich war ja schon Piercer. gewesen dort. Darf man das mit 16? Die war ein Praktikum gewesen damals. Ah, was? Ja, Du hast ein Jahr oder so gemacht, gell? ein Jahr und nachher
bin ich schon TV Shopmanager gewesen. Ja. Stell dir vor, gehst in den Laden rein, sagst, ich will mit dem Stefan reden, kommt so ein 16-Jähriger. Weißt du, in der Schweiz, nicht irgendwo. Ja, Mann. zu verarschen, Mann. Ja, und nachher bin ich von Altstädten in die Stadt arbeiten. Okay, du bist nachher auf Türkei arbeiten. Und dann auf Türkei arbeiten, ein halbes Jahr. Das ist eben auch krass, Mann, dass du einfach ein halbes Jahr in der Türkei gelebt hast. Ja, Mann. Wo genau? Wo hast du gesagt? Also in Istanbul selber. Und gewohnt habe ich in Ortaköy. Ortaköy? Ja. Krass, das heisst mittleres Dorf heisst das. Ja, und gerade eigentlich auf dem Berg oben dort. Aha. Und ich habe auf Galatabrücke oben gesehen, Okay. von meiner Terrasse. Geile Wohnung gewesen. Geil. Und am Abend bin ich meistens spazieren zum Fluss runter dort, wo du Kumpier und Gösle mehr hast können essen und so. Wo alle dort Touristen Fotos am machen sind. Und gearbeitet habe ich in Nişantaşı. Nişantaşı. Ja, das ist so Bahnhofstraße von Istanbul. Wie hast du es gesagt? Wie heisst der Ort? Nişantaşı. Okay, krass, stark. Weißt du, was ich nicht verstehe, Jungs? Wie sagst du zum Beispiel die Fußballmannschaft, die schwarz-weiße Fußballmannschaft von Beşiktaş. Istanbul? Hä? Beşiktaş. Wie, Beşiktaş. wie sagst du denn? Beşiktaş, aber Beşiktaş. Beşiktaş ist richtig, oder? Das ist krass, wie Leute das erste S, das genau gleich geschrieben ist, Ja. wie das hintere, richtig aussprechen, Ja. aber das hintere nicht, man. Beşiktaş, ja, es heisst Beşiktaş. Darum Das habe ist ich mich krank. korrigiert. Ja. Hart. Wer war in Istanbul von euch? Nein, noch nicht gewesen. Du Ich bist nicht. Wann bist du gewesen, Mann? Boah, wann war das? 2017. 2017, okay. Was kann man machen? Einfach eigentlich. Nein, Mann, das ist ich jetzt habe deine Haare. Haartransplantation gemacht. Ah, stimmt. Die, die ich habe, nicht. Ich wollte gerade sagen. Aber du hast schon, du hast einfach nicht wachsen. Man sieht schon die Pünktchen, die so sind. Ja. Ja, das ist einfach zu früh gegangen. Ich habe es ihm aber schon Ja. gesagt, er hat gesagt, so, Bro, chill noch, weil es geht noch weiter hinter. Und jetzt hat er das Problem, das die meisten haben, die zu früh gehen. Sie haben das, was ich jetzt müsste abdecken müsste. Ja. Und wenn es nachher weiter hinter geht, hast du nachher einfach den Kreis dran, den du zugemacht hast. Okay. Und dann musst du wieder gehen. So. Ja, Du musst die ganze Zeit gehen. Ja, eigentlich schon, ja. Ja, aber von der Stadt hast du ja, Sache, oder? Nein. von der Stadt hast du ja nie gesehen. Gross in dieser Zeit. Aber du hast Istanbul nicht gesehen, du bist einfach das machen. Ja, ich habe vom Hotelzimmer habe ich So eine Melone schön können runterschauen, wo Europa und Asien Ja, sich separiert. separieren. Geil. Geil. Aber Istanbul müsst ihr gehen, Mann. Istanbul ist brutal. Ich muss noch so viele Orte gehen. Aber Wenn du dich auf 3 Orte müsstest limitieren, wo du sagst, so, die 3 muss ich noch gesehen haben. Jeder von euch. also Städte, Länder, Machen wir gerade Land daraus, Land. weil dann hast du ein Also bisschen mehr zu Japan sehen. fix. Japan ist... Bei mir auch. Dann Südamerika, weiß noch nicht wo genau. Viva Colombia! Aber schon eher dort irgendwo. Oder Mexiko würde mich auch reizen. Mexiko ist auch geil. Ja, und dann irgendwo in Afrika. Einfach damit ich das auch gesehen habe. So. So Safari-Style Ja, und so. muss nicht mal Zanzibar zum Beispiel, wo ihr gewesen seid. Ja, ich bin ja auch Safari machen. Genau, aber ich muss das nicht unbedingt machen. Wir haben gesehen, bei der Safari, Krank Jungs, wie ein Loi, Ein Läufe. ein Löwe, hast du gesehen, seinen Schwanz so kackt, weißt, also so wie abbissen. Und dann hat der Typ gesagt, ey, schau, der ist sicher von einem Zebra angegriffen worden, weißt, oder die was? Mutter hat wahrscheinlich das Kind beschützt. Das Kalb. Bro, dann sind wir sehr nah angegangen. Er hat gesagt, keine Angst, weißt, der macht nichts, weil er hat jetzt gerade gefressen, der macht anscheinend nichts. Ja, das ist wie bei der Bro, er ist am Arsch. Er hat gesagt, der kann jetzt, was hat er gesagt, 10 Stunden, 6 Stunden kann er sich sicher nicht mehr bewegen, man, bis der mal runterkommt. Ja, weil die essen Und so hinten viel, siehst du dass... einfach das Zebra, Bro, das Kind, das er geschnappt hat. Einfach hinten dran liegt und wir haben es gesehen, im Gebüsch. Also Das wir sind, keine Ahnung, max 2 Meter Bro, max entfernt. 2 gewesen. Meter. Krank, Der ja. Lawyer schaut das Set an. Also shit, ich hab's gesehen, können wir mal gehen, man. Nicht, dass der auf mich raufkommt. Da. Ja, Mann. Nein, weil es ist halt eindrücklich wie bei den Bären. Mhm. Die essen so viel, bis sie sich nicht mehr bewegen können. Und nachher liegen sie ja immer so komamässig umeinander. Und bis sie alles verdauen. Und sie können ja wie fast magersüchtig wieder werden. Und dann
können sie wieder gut Wie ich jagen. eigentlich, Mann. Ich frisse am Abend so viel, dass ich einpenne und dann ist es den ganzen Tag nichts. Ich schwöre, Mann. Und am Abend machst du das Gleiche nochmal. ja. Ja, aber ich glaube, die können sogar längere Zeit haben. Irgendwie eine Woche, zwei. Ich bin mir nicht sicher. Ich wollte jetzt nicht irgendetwas Ja, sagen. die machen ja auch Winterschlaf, Bro, schon klar. Die können Also nicht lange Bären, ich meine warten. Läuve. 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 Ah, okay. Die brauchen da nicht jeden Tag per se Nahrung, außer sie bekommen nicht viel Nahrung. Und zu deiner Frage, Bro, anscheinend, wenn so ein Auto kommt, auch wenn es offen ist, die Leute identifizieren das als ein grosses Tier. Okay. Und nicht die verschiedenen Menschen drin. Darum greifen es eigentlich sehr, sehr selten an. Außer sie fühlen sich jetzt bedroht oder so natürlich. Das war schon krass, man. Hure eindrücklich. Das war geil. Ja, am Nachmittag hat es mich dort verbessert. Ich kann nicht mehr, ich bin am Schlafen. Nee, wir sind sehr früh aufgestanden. Ja, wahrscheinlich wegen dem auch sicher. Sie- Ihr habt haben- noch müssen fliegen, nicht? Ja, wir müssen einen Inlandflug machen, der ist am Dauern. Ah, ihr habt noch müssen fliegen, um das anzuschauen. Ja, Bro. 45 Minuten mit so einem schäbigen Sind ihr ein Propellerflug? Hast du nicht Angst, was da oben runterkommt? Bro, der ist durchgedreht. Sag, hast du Angst oder nicht? Hättest du jetzt Nein gesagt, ich hätte dir die Dose am Kopf gerührt. Nein, Mann, das war mir gar nicht wohl, Bruder. Ich sag dir ehrlich. Sein Bruder hat gesagt, er so... Ich schwitze, obwohl ich nicht einmal heiß habe. Bro, links von ihm der Marlon, rechts von ihm der Milan, der Tugay. Und er ist ja sehr schmal, er so drinnen. Also shit, ich bin am kaputt schwitzen wegen denen. Bro, wie heizig, wie heizig. Und ich Es habe- war auch heiß im Flieger rein. Bro, es war heiß. gewesen. Aber ich denke mir so, Bro, schau, du hast es eh nicht im Griff, oder? Wenn du im Flüger bist. Also ob der jetzt abschließt oder nicht, ich kann tun, was ich will. Wenn ich mich schon dazu entschieden habe, der fliegt sowieso. Und ich denke mir so, die Leute in ärmeren Ländern, Bro, haben so wenig Geld, dass wenn sie ein Business machen, sie wollen nicht, dass das schlechte Schlagzeilen hat, jemand ist gestorben, weil dann ist ihr Business tot. Also geben sie sich doppelt so viel Mühe. Und EWI hat nachher mit diesen Piloten geredet und das ist jetzt einer von... Was war, Mann? NATO, irgendetwas. Ja, was so ein Pilot- Kriegsgebiet fliegt und so. Ja, ja, Wenn ein ich zum erfahrener Hilfspaket Pilot, und weißt so bringen, wahrscheinlich. Ja, genau. Mal, Ja. Medizin oder so Ja, bringt genau, das so raus. Zeug, ja. Ja. Ja, aber ihr vergesst nicht, Jungs, Fliegen ist sicherer als alles andere. Ja, 100%. Ja, aber wenn es mal klopft, dann klopft es. Ja, aber es ist auch so, weißt du, es ist glaube nicht die Angst, was ist gefährlicher, sondern es ist wie Angst im Auto, wenn du fährst, hast du Kontrolle. Im Flieger gehst du sie ganz ab. Ja. Du kannst nichts machen Aber im du Auto. siehst doch auch nicht, wenn es passiert. Ja, Ausser- aber ich glaube, es ist eher die Machtlosigkeit, die Leute so ohnmächtig macht, statt zu sagen, Flug ist unsicher, Auto ist sicher. Checkst du, was ich meine? Du kannst wie nichts machen. Wenn ich zum Beispiel fahre und ich penne ein, du hockst neben mir, dann kannst du noch reingreifen. Ja, die Flüger, wenn der Pilot pennt, die allein pennen, Bro, fängst du auch schon mal an pennen. Das Ich habe war. gerade eine Frage dazu. Nein, Das ist wieder so eine dumme Frage. Wenn jetzt der Flüger oben runterkommt und der kracht ins Meer, würdest du lieber sterben? Also, oder sagen wir, du Also bist der instant Einzige. beim Aufprall. Nein, du bist der Einzige, der überlebt. Ja. Würdest du lieber wollen überleben oder wärst du lieber auch tot, wenn alle anderen auch tot sind und du bist auf dem Und offenen davon, wie es Meer? mir geht. Und du bist auf dem offenen Meer. Also bin ich total schaden oder... Nein, dir passiert nichts. Mir passiert gar nichts. Passiert nichts. Alles, Bruder, lass mich leben. Alter. Du? Bro, fix. Ausser... Ja. Du Ich hast weiß, die ganze was Familie Ja, ist aber mitgegangen. Familie Also, ist dann auch- schießt es Ich schon tue an. es jetzt nicht aussprechen. Ja, Also eben, warte. ich kann es nicht aussprechen, aber es ist... Also warte, wir sind im Flüger und wir sind so die engsten Leute. Wir gehen alle Ja. auf Zanzibar, Marlo, alle unsere Familien Genau so. sind drinnen. Bro, lass mich sterben, Bro. Ja, Was ist ja. das für ein Leben? Ich Dann sage, schon, mein Mann. Leben hat keinen Sinn, wenn die Liebsten um mich herum weg sind, Bro. Zu 100%. Dann scheiß drauf, Alter. Was Dann soll schon auch ich, was scheiß soll ich da mit so einem dummen Leben? Dem ist noch offenem Meer. Eben. Wie groß ist die Chance, dass du überlebst? Bro, ich bin Null. mal gewesen, offenem Meer dort Null. in Bali, Mann. Wo die Wellen mich dort angetrieben haben. Auf einmal ich wollte zurückschwimmen. Ist nicht mehr Der gegangen, Boss ist ne? gestorben vor Sorge machen. Ich bin 1,5 Stunden nicht gekommen, auf offenem Meer am Fighten dort gegen die Wellen. Bro, ich bin fast gestorben, Ja, Mann. Serena und ihre Brüder haben auch so ein Erlebnis gehabt. Sie sind Ekelhaft, rausgeschwommen und dann... Ja, und das Wasser war's ist gar nachher. nicht geil. Ich habe immer gedacht, wie dumm können die Leute sein und ertrinken, Mann. Bro, du merkst es nicht, Bro, auf einmal... es zieht dich Genau, rein, ja. Bro. Es zieht dich rein. Genau. Das ist krass. Darum gehe ich ins Meer nicht, wenn ich den Boden nicht mehr spüre. Ich, Dann kann nicht nicht mehr. mehr Ich auch nicht so gerne, Mann. ich habe zu harten Respekt vor dem. Mit dem Alter wirst du nicht ängstlich, sondern du bist ein bisschen bewusster, finde ich. Und jetzt ihr sowieso als Familienvater Ja, du ist hast so... zu viel zum Verlieren. Das Ja, du ist auch, es. sorry, ja, ihr alle das ist Zu viel zum Verlieren. Denkst du überhaupt nicht mehr an dich selber? Es geht ja auch nicht mehr um dich. Ja, eben. Ja, du bist einfach verantwortlich für mein Genau, Leben. ja. Wie du, hast ja auch aufgehört, TÜV fahren, wo deine Tochter auf die Welt kam. Ich bin noch zweimal auf den TÜV gegangen und dann Ja, habe und ich das gemerkt, war's. dass
Fühlt sich nicht mehr gleich an. Früher, Ja. scheißegal. Ja, Du kannst nicht in die Kurve liegen, wie du willst. Nein, Bro, einfach keine Ahnung. Nur schon, auch wenn ich 30 gefahren bin und das Gas, weißt, gezogen habe, habe ich gemerkt, man, nein, man, das ist nicht mehr das Gleiche. Gar nicht gut. Du hast immer im Hinterkopf, was könnte passieren. Ja. Das ist vorher präsent. Früher, also wirklich, scheiß drauf. Ja, einfach drin, Mann. Einfach 3. Und jetzt, ja, seit dort steht der TÜV in der Garage. Ist schon krass, wie das menschliche Hirn aufgebaut ist, Alter. Hast du den verkauft? Hast du doch mal verkaufen? Ja, Bro. Den hast du nicht verkauft, den kleinen Krokodil dort. oder? Bro, ich habe dann immer wieder gedacht, so, nein, ich verkaufe nicht. Vielleicht Erinnerung, kommt- dies, Ja, das. keine Ahnung, einfach dumm. Das ist Halt. schon geil, TÜV, aber so. Ja, ist brutal. Nur schon auch viel optisch. Geld investiert, weißt du? Nur Denkst schon halt an optisch. das. Du willst ihn jetzt nicht einfach irgendwie für 2-3 Mil verkaufen. Ja, schon. Findest du es auch cool oder so? oder? Ich weiß nicht, irgendwie stresst es mich da, aber Und du kannst es auch so machen, ne? Wenn einer aufsteht Genau am Morgen so. und der 10 Mil zahlen hat, wo Du ist stresst dich auch nicht. ja, jetzt habe ich den Hamster Nicht da. so viel wert. Ja. Ist nicht so viel Bewegt wert. sich sogar. Ja, Bro, keiner zahlt dir den Umbau. Ist dann noch vor? Ja, aber das ist halt natürlich nicht mehr original. Und das ist natürlich... Ja, dann musst du einfach einen Sammler verwischen, was einfach geil findet. Lernen sie da hin Also mal einen umeinander. Sammler, Bro. Oder auch keiner, was geil findet, wo keine Ahnung hat. Was sind deine 3 Länder, die du unbedingt sehen willst? Was ich unbedingt sehen will. Also Also, du noch nicht gesehen hast, natürlich, das ist schon klar. Japan, Ja. sicher. Hawaii. Ja. Geiler Punkt. Und was mich hure würde interessieren, so Nordpol-Zeug. So Sachen, so Polarlichter, ein bisschen, das Teil. Nein, Bro, Oder einfach- wirklich Nordpol. Wirklich voll in den Norden rein, was einfach nichts hat. Bro, du hast heute schon kalt gehabt, Mann. Ja, Wenn du schon. dort bist, du verreckst, Bro. Mann. Fix. Ah, also, also weißt du, wie ich meine? Du musst auch ein bisschen kälteresistent sein, glaube ich. Ja, sicher. Aber wenn du glaub, die richtigen schafft das Kleider hast, bringst du das schon an. Aber es interessiert mich einfach Ja, ja, die voll. weil ich meine, die haben zum Teil 24 Stunden Licht dort, aber es geht mir mehr halt nachher auch um die Leute, die dort leben und. Ja, so ein bisschen Fotos machen. Ja, Bro, Das dann ist- kannst du aber das nicht ist zu dies. weit in den Norden rauf. Wenn du an den Nordpol willst, dort hat es ja lange keine Leute mehr nachher. bis Was zum hat es Nordpol. dort? Lava oder was? Nein, ist ja Meer, auf das Meer, oder? Geht es Nein, einfach Bro. runter, weil er der Scheibe ist. Nein, das ist ein Scheiß, Alter. Nein, Bro, Nordpol ist ja bedeckt von Eis. Genau, ja. Ja. Und du meinst, das leben die Leute dort? Bro, Eskimo. Es leben oder die Leute dort Inuits. Nicht, dass man da. Also ich weiß es nicht, darum frage Nordpol ich. oder Südpol? Nordpol. Südpol ist Antarktika. Das ist der... Also, warte, Jetzt geht's los. Here we go. Das ist- Bevor irgendein Scheiß erzählt wird da drinnen. Dort ist unsere Eiswand, die rund um unsere Scheibe ist. jetzt fängt es an. Nein, Mit Aliens nein. und UFOs. Ja, am Nordpol selbst 30 lebt niemand dauerhaft, aber in der Arktis rundherum schon. Der Nordpol liegt im Arktischen Ozean, das ist kein Land, sondern gefrorenes Eis. Und weil es sich ständig bewegt und so, leben da nicht Leute für immer. Aber kannst sicher angehen, schauen, der eine der Pinguin, der dort läuft. Aber es lange schon, weißt du, so Grönland oder so ist ja Ja. Ja, die das ist gleichen sicher Bedingungen. Ja. Weißt du, so. Das Geil. würde mich schon interessieren. Habe ich schon 3. Ja, Japan hast du Ja, gesagt. ja. Was hast du Japan, gesagt? Hawaii Und Hawaii. Ja. Du? Japan. Japan hat jeder, hä? Bro, Schon sehr interessant. Auch Ja, weil kulturell. wir es halt noch nicht gesehen haben. Ja, aber nichts und auch, Vergleichbares. und auch die Kultur halt. Ja. Die sind nur Es gibt noch Respekt. 7 andere Länder. wo Ja, wir- eben, Ja, nee, ja, aber wenn schon. dich Das ist so beschränken das, musst. was... Ja. Ey, ich glaube, der Kühlschrank stresst voll nicht. Man. Es geht. Ich weiß Aber nicht. man kann sicher ausmerzen, der Ton. Ich glaube nicht mal, dass man es gehört hat. China. Also, China? Okay, muss schnell machen, ja. Irgendwann ist es zu. Ja, fix. ja. Und Nordkorea? alles. Es wäre im Fall schon hure interessant. Interessant wäre es schon, aber ich hätte glaube gar keinen Bock, weil mich das wie nicht interessiert, in dem Sinn, diese Lebensform. Checkst du, was ich meine? Ja, ja, voll. Aber ja, Aber wenn das du ist könntest sicher. anschauen, wäre schon geil. Alter. Würde mich schon einfach mal zum Wissen, wie Bro, viel, bist du wie so- viel von dieser Propaganda ist effektiv so, wie sie so es präsentieren. Bro, mich juckt sowas gar nicht, sag dir ehrlich. Ich finde alles Nein, interessant. Darf der Krieg mal ausreden? Nein. Ja, danke, dass du mich mal reden Ich habe lässt. gemerkt, es ist verdammt heiß geworden da. Ja, Seine Energie. so die Flammen sind fast... Ich bin fast explodiert. Jetzt habe ich sogar vergessen, was ich sagen wollte. Weil ihr Danke Länder, vielmals. Japan. Ja, warte. China, Ähm, Nordkorea. genau. Nein, Japan. Nein, ich China. hätte so einen hohen Dummen gehabt, aber sagen wir nicht.
Ich weiß, was kommen wird. Bald für dich. Wer ist das gewesen? Was meinst du jetzt mit dem? Egal, komm, machen wir es nachher. Ja. Indien. Indien? Ja. Bro, nie im Leben, Bro. Doch, ich wollte Mich mich... bringst du nicht in Indien rein, Warte, Bro. ist jetzt der in Sri Lanka oder in Indien? Der Ganges? Wer ist das oder was ist das? Der heilige Fluss, wo sie sich waschen tun. Ja, der ist in Das Indien. ist in Indien, ja. Ein heiliger Fluss, wo sich... Ja, wo voller Fäkalien Hey, ist. Bro. Nicht nur Fäkalien, Alter. Es hat alles dort Dass du drin. nicht stirbst, wenn du reingehst, ist ein Wunder. Weißt du, bei Duell um die Welt hat der Klasse, ich musste da drinnen waschen, ich bin gestorben. Ich distanziere mich davon. Nein, Bro, etwas, was mich 0,0 juckt. Nein, das war jetzt auch ein Spaß, sicher nicht. Würdest du auf Indien gerne gehen? Also wäre das in den Top 10, sagen wir mal so. Nein. Nein, es ist... Aber es würde dich interessieren. Nur wegen dem Fotografieren, aber nicht Eben, anders. ja, nichts anderes. Ja. Nicht wegen Streetfood. Kollege, Mann. Hey, übertreiben die auf Insta und so? Oder ist das wirklich so schlimm, das Streetfood dort, Mann? Es Das ist- sieht doch unappetitlich des Todes aus, Mann. Ja, aber ich denke, weil sie halt alle von dort sind und die Bakterien permanent ausgesetzt sind, ist das für sie wahrscheinlich nicht so extrem wie für uns. Also der eine hat ja, ich habe ein paar Videos gesehen, der hat einen Biss genommen, der war nachher irgendwie eine Woche auf der Intensivstation gewesen. Ja, hat die eben. Infusionen gebraucht In und alles, weil europäischen Magen hat's nicht es zu Gar allen nicht. Löchern rausgekommen ist. Ein Biss. Wie wir in Thailand. Ja, oh mein Gott. Aber eben, willst du nicht, dass du das... Nein. Indien willst du nicht. Nein. Nein. Finnland. Vinland? Ja, auch Weg schon. sehr gerne. Meine Mutter war viel da. Gewesen. Schon? Was hat sie denn gemacht? Ihr Ex-Freund war von Finnland. Gewesen. Hat sie Polarlichter gesehen? Bro, ich glaube es ja. Sie sind damals, er hat ein Häuschen gehabt, das nennt man Möcki. Okay, so herzig, Mann. Am Arsch von der Voll Welt. klein und Ich schwöre, du bist klein und herzig, Mann. Ist das so ein Blockhütten-Style? Ja, voll, Bro, kein fließendes Wasser. Es tut genau so. Ja, es so tut wirklich- Ich lieber Bro, das die haben Mädchen. sogar mit einem Schiff irgendwie, also mit so einem Ruderbötli, müssen zu dem Häuschen gehen. Du musst selber führen, zum Duschen musst du das Wasser selber warm machen. Das ist wirklich Okay, so oldschool. richtig Urwaldleben so. Voll. Gar nicht für Und mich. sie hat, für mich wäre es jetzt auch nicht, aber sie hat nur Gutes erzählt, weil Ja, sie ja. voll oben runtergekommen ist. Das glaube ich aber. Das glaube ich zu So abseits von allem, abseits von Internet, Ja, ja. elektrische Geräte, keine Ahnung, da, bibabababubub. sich ein bisschen distanzieren. Ja, okay. So okay. hast fand du ich schon gut. viel... Da oben hast du ein bisschen klarer Mind, finde ich. Wenn du nicht allzu lang isoliert bist, würde ich sagen. Aha, ja. Ja, aber wie du sagst, zu viel ist dann auch. Nein, ja, logisch. So isoliert sein, ja. Nicht allem Genau, zu viel ist nicht zu gut. viel ist gesunde nicht Mitte. gut. Die gesunde Mitte, Spaß ja. ist gut, wenn ist wenig. Genau, so ist es. Reden, Mann. Ich glaube, wenn du dort aufgewachsen bist, ist es natürlich noch mal etwas anderes, aber sobald du mal das gehabt hast, Ja, dann dort rausgehst, dann kannst du es nicht zu lange machen. Aber jemand, der nichts anderes kennt. Ja, Chalas, Mann. Und du? Bro, schau, obwohl ich schon mal war, würde ich Japan sagen. Ich war zweimal, aber zu kurz, finde ich. Ich würde mega gerne so einen Monat oder so, oder nochmal 2 Wochen so vielleicht. Dann Norwegen, kann aber auch Finnland sein, dass wir zusammen gehen können. Irgendwie so noch Polarlichter oder so. Bro, Mit den mit Huskies und so. Huskies ist sicher geil. Das Das wäre wär- sicher schon sexual, Mann. Das wäre richtig geil. Vielleicht auch Eisfischen irgendwie, ich weiß auch nicht. Also, Eisfeuer. Eisfischen. Hat schon mal Eisfischen. jemand gefischt von ihm? Ja, Ja, viel. in der Kindheit noch nie gefangen. Ich auch. Mit dem Großvater auf dem Bodensee. Geil. Wir sind immer fliegen fischen. Ah, Ist was? das so mit dem Rühren da? Das Ja, da hebst Also du die fliegende Fisch oder Flügelfisch ist Aktivität? Nein, das ist das Fischen. Du hast eigentlich, du hast eine Flüge dran. Ah, okay. Und du hast eigentlich deine Route so schwingen, dass die Flüge oben drauf vom Wasser eigentlich immer geht kratzen. Okay, Und okay. irgendwann kommt dann die Forelle raus und will dann die Flüge Okay. nehmen. Dann kannst du ziehen. Und dann ziehst du und dann hast du ihn dran. Okay, okay. Und hast du Ja, schon das- viel Fisch gefangen? Bro, schon ein paar, nicht riesen Dinger, aber ja. Willst du Also mal kein einen Haifisch fangen? oder so. Dann brauche ich nicht einmal einen Köder zum den fischen. Der rennt zu dir, Bro. Mach dir keine Sorgen. Im Wasser. Ich bin einmal in einer Zucht gefischt, aber das bin ich als Kind.
Kannst du nicht das fischen? Ja, erzählen, logisch. Bro. Und nachher bin ich einmal auf dem Zürichsee fischen. Das ist ja geil. Ja, voll Habe ich auch schon ein paar illegal, Mal gemacht. Alter. Ist das nicht Aber illegal? dort habe ich nicht gefangen. Bro, wenn du dort einen Fisch fängst, ist er voll auf Koks, Mann. Aber Zürich hat geile Egli. Ja. Koks-Egli. Koksegel. Man hat gesehen, glaube Velo-Egg, Koks ist glaub, eine Droge, die in den letzten Jahren immer wieder mehr aufkommt. Wenn du mal Abwasser von Zürich anschaust, könnte das schon sein, dass wenn St. Gallen hat anscheinend am 10 Minuten höchsten. ohne Wasser, Bro. Mit dem Fisch. Wie? Schau dir an, dort. Geil. Der Koksfisch. Mann. Aber ganz ehrlich, das Fisch aus dem See und Fisch aus dem Meer, wenn du jetzt in der Türkei oder so ein Fisch isst, Bro, Welten, Mann. Aber das kannst du nicht Welt, das kannst du vergleichen. nicht, das ist wie Es ist etwas auch anderes, richtig, Mann. es ist auch hure frisch. Ich schwöre, als würdest du mehr essen. Das ist Eben, brutal. weil in Zürich kommst du Koks. Ja, eben, das ist voll Nein, aber Mann. ich denke auch nur schon durch das ganze Salzwasser, weißt du, wird nochmal. Eine Frische hineingebracht, sagst du. Nein, aber wahrscheinlich auch Reinigt desinfiziert, Ja. genau, Die gereinigt. leben gesünder, Mann. Keine Ahnung, ich rede jetzt einfach Ja, etwas, wir ich reden, weiss aber jetzt reden wir, Bro. Da musst du einfach reden. Da musst du auch nicht recht Ich weiss haben. nicht, ob Du kannst einfach Lügen verbreiten. aber ich könnte mir paar schon noch Verschwörungstheorien vorstellen, dass rausgelöpft. das sicher ein Grund ist. Ja, kann sein. Ja. Gibt es eine Verschwörungstheorie, die du daran glaubst? Oder wo du so sagst, so... Dann wäre es keine Verschwörungstheorie für ihn. Ja, aber so zum Beispiel, ich habe das gehört viel und für mich tönt das plausibel. Oder irgendjemand von euch. Es gibt viele, die glaubwürdig sind. Welche ist eine so, wo du Auch das sagst... mit der flachen Erde. Ich habe ein paar Sachen gesehen, wo ich denke, krass, das kann schon sein. Aber wiederum denke ich mir, Sorry, wenn ich lache. ja, sie haben Videos gezeigt, wie sie die flach Tweete raus zoomen und das Schiff siehst du immer noch. Hunderte von Kilometern weiter hinten. Ja, die haben auch Videos gezeigt von Pikachu. Dort Ja, aber sie haben es nicht. Eben darum, ich sage, es gibt Sachen, die ich gesehen habe, wo ich denke, easy, Tönt, kann kann glaubwürdig sein, aber wiederum, weil ich halt aufgewachsen bin mit die Welt ist eine Kugel, es wird mir immer nur gesagt. Okay. Also weiss ich nie, was es ist. Ja, wüsstest du es eh nicht? Genau, Also, darum. ja. Von dem her juckt mich eigentlich nicht, ob sie rund oder flach oder was auch immer ist. Schön. Hauptsache Familie ist gesund, GNO. Ja, voll. Bro, von wegen eben Verschwörungstheorien. Weißt du noch letztes Mal, wo wir das lange FaceTime-Call hatten? Mit dem Dino und... Ah, ja. Und Und das der ist Touren drin. ja, Und der Dinos im Touren drin. Es ist ein bisschen darum gegangen, eben von wo wir abstammen. Wie ist der Planet besiedelt worden? Ja. Und ich sage einfach so, das Adam und Eva-Zeug hasst mich jetzt, wenn ich das sage. Scheiß drauf. Ja, das ist Jeder der wirklich Meinung. Das gibt's nicht. Das heißt, also du glaubst an keine Religion, sagen wir es so. Nein. Weil das ist ja im Koran so, das ist ja auch in der Bibel so. Bro, ich glaube nicht an das. Okay. Es macht für mich einfach auch keinen Sinn. Okay. Also glaubst du, die Verschwörungstheorie, die dich so ein bisschen triggert, ist Religion? Glaubst du, das ist eine Verschwörungstheorie? Nein, das nicht. Das nicht. Nein, Also nein. Religionen sind harte Verschwörungstheorien. Selber per se, Sagst finde ich. du? Okay. Ich sage jetzt ein Beispiel. All die Bücher, die ja, rausgegeben werden, sind ja entweder abgeschrieben oder kopiert. Und meinen dir nicht, dass irgendwelche Leute über all die Jahrtausende oder Okay. Jahrhunderte extra Sachen anders umgeschrieben haben, wie sie es Okay. gesehen haben? Oder ich sage jetzt mal, irgendeine Kirche irgendwo auf dem Land aus hat das anders interpretiert, Ja, also übersetzt. zu meinen Gunsten messen. Genau, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das, was wir jetzt haben, die richtige, reine Form ist von den Sachen, die wir damals bekommen. Okay, aber du glaubst, dass wir damals etwas bekommen haben? Ich weiß es nicht, Bro. Ja, wissen wir nicht, Bro. Ich habe eine Ich frag Patientin mich- gehabt, ich die frag ist mich auch 38, immer- weißt du? Sie hat gesagt, sie ist 38, sie hat immer gesagt, ich habe gesagt, wissen Sie das, wissen Sie? Sie hat gesagt, ich weiß nicht, nur dass man nicht bei Rot über die Ampel geht. Über die Straße geht. sehr gut. Nur das, Bro. Sehr Ja, gut. wir wissen nicht. Die, ich sage jetzt mal, Jesus, Mohammed, die haben die Bücher nie selber geschrieben. Okay. Okay. Das ist für mich schon mal ein Punkt. Wem ist das Handy? Dies? Nein, meins ist da. Ja, aber Hä, wieso hat das dort hingeleitet? wegen der Apple-ID. Okay. Hallo. Bro, ich bin einen Podcast am Aufnehmen, ich rufe nachher an. Geil, jetzt mit seinem Podcast. Ja, ganz kurz. Ja, hallo. Das kannst du ja rausschneiden, nicht? Ja, Kleine Werbung. ja.
Da kommt der Ton. Weißt du, weil es Werbung gibt? Was? Boah, ich glaube 2 Stückli. Also 1, ja. Milligramm, nicht Gramm. Hör auf den Scheiß. Okay, tschüss, ciao. Das ist schlimmer als Ziehen. Sorry, was ist das fein, Mann? Es ist schon fein, ja. Ich bin nie süchtig von so etwas mehr, da glaubst du mir. Schon. Ich glaube nicht, dass der das wie ein Mongo raucht. Das ist so ab und zu mal. Nicht wegen ihm. Es gibt sehr viele Leute, aber die nie geraucht haben und dann mit 30 oder so nur und also permanent Die rauchen. hassen. Bro, es ist fein, aber ich glaube, wenn ich 5, 6 Zeug nehme, bin ich am merkst Husten. ja, Wir Ja, blockiert ja. die Lunge von denen. Hä? Wir blockiert die Siehst Lunge du, von da, denen. schau, es fängt schon an. Ja, wo sind wir gewesen, Mann? Fuck, da was, Mann. Fuck, was, Mann. Ich habe gesagt, die haben die Bücher ja nicht geschrieben. Moses, ja doch, ich glaube nicht, dass ich weiß es nicht. Aber Mohammed und Jesus selber haben die Bücher nie geschrieben. Okay, aber du musst auch sagen, du hast nicht so viel Ahnung von Religion, oder? Ist ja nicht so ein Thema, wo du dich voll Ich beschäftigt beschäftige hast. mich jetzt nicht mit dem die ganze Zeit. Ja. Mal da, mal dort. Ich bin in einer gläubigen Familie aufgewachsen. Okay. Ich habe von dort halt recht viel Einfluss gehabt. Okay, Aber es ist jetzt nicht so, dass ich nach dem lebe. okay. Also ist schon ein bisschen abblättert so. Im Vergleich, wie du aufgewachsen bist zu jetzt. Also ob es abgegeben hat. Ob das wie... Also ich sage dir ehrlich, ich glaube jetzt mehr an Gott als früher. Okay, Das ist fix. okay. Weil halt durch all die Recherchen, durch all die Zeit, die du investierst und Sachen kannst du nachlesen, weil du irgendwie das Gefühl hast, so innerlich so das Gefühl so, ich will es selber herausfinden. Und Ja, sicher auch aber ja, gehabt. ja. Also Und dann beschäftigst du dich halt damit auf verschiedene Art und Weise und über die Jahre hast du dann halt irgendwie ein Bild, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht jemand unser Schöpfer ist. Dass wir einfach so evolutioniert sind. Okay, das glaubst du nicht, dass wir digitiert sind. Also wir sind sicher digitiert über die hunderte, tausende von Jahren. Ja. Aber ich denke nicht, dass wir per se einfach so gescheiter geworden sind. Es gibt ja eine Theorie. Ich weiß ja nicht, ob ihr das gesehen habt, aber es gibt auch ein Video von dem. Man sagt, dass der Mensch nur so komplex kann denken oder gewisse Hirnregionen sich connected haben aufgrund von Psilocybinen Pilz. Ja, das habe ich auch gesehen. Sagt man. Ja, das Es ist ja nicht älter sozusagen als Pilz, es ist ja voll vernetzt, oder? Unter der Erde. Genau, ja. Und man sagt, dass wir durch die Einnahme von diesen Pilz mit der Zeit dann auch eben Sachen wie, ich sage jetzt mal, natürlich schon viel, Feuer, ja. etc. Weil es ist ein viel komplexeres Genau. Denken. Oder? Du denkst an Sachen, wo du sonst vielleicht nicht dran denkst. Habe ich gelesen. Ja, das sind die Psilocybin tun ja das Unterbewusstsein bewusster machen. Ja, ich weiß nur, dass sie auch Dings machen, so Therapie. Dass du Ja, liegst genau, nach von einer dort habe Ärztin, ich gibt das dir das. gesehen, ja. Und Bro, Leute, die so 60, 70 sind, immer so Vergewaltigung, Genau, Trauma ja. nicht haben können loslassen und dann durch das... Klar, Kann ich mir das ist sehr jetzt keine gut Anleitung. vorstellen. Das ist jetzt keine Anleitung. Siehst du nachher nächstes Mal. Hey, Großmutter, nimm das mal. Voll am Flaschen, Großmutter. Hey, Grossmann, Es wir gibt haben doch so eine Dokumentation auf Netflix über das Zeug da. Über was? Auf Netflix gibt es glaube ich auch, ja. Ich habe es glaube auf YouTube gesehen. Was so Also über LSD-Therapie und was auch immer. Ja, ich glaube, dort habe ich das gesehen. Wenn ich Die verschiedenen. Ja. Die fangen mit allem an. Man hat auch mit Ketamin anfangen, Depressionstherapie machen. Ja, wenn ich auf Ketamin bin, schon klar bin ich nicht depressiv. Ich habe es noch nie gehört. ich schwöre. Körper am Brösmeln, wie Ich der schwöre, andere. mein Körper am Bröseln und dann, ja, schon klar, bin ich drauf, Alter. Denke ich auch sonst nicht. Also eben, das ist wie wir vorher gesagt haben, der Missbrauch ist immer das Problem. Wenn du das oft, egal was, ist dann der Missbrauch, der dich halt kaputt macht. Ja, wo dich ficken. Ja, weil Ich kann das dann wollen. kannst du nicht mehr ohne, weil du die ganze Zeit in diesem Zustand bist oder den Zustand geiler findest als den anderen Zustand. Ja. Ich Dann verlierst du den Bezug zu der und ich habe Realität. 5 Wunden trainiert für das. Genau, oh, der wäre Ey, geil. wo ist der Nate 5-7 eigentlich? Hey, Mann? wenn jemand weiss, wie wir den könnten in einen Stream holen, Das wäre zu sehr, sehr dankbar. Heißt das so? Nate 5-7. Nein, Loco 5-7. Loco 5-7. Loco Ich habe 5-7. 5 Wunden trainiert für das. Ich habe den Was für ein geliebt. geiles Tier. Ist, Der ist mag auch mich Wie alt schlau. ist der etwa jetzt? Ich mag mich gar nicht an den erinnern. Was? Das ist der kleine, Jetzt ist es sicher 6. wo Also gesagt wenn hat, ich ich sehe- wollte deinen Fuß über meinen Fuß machen. Ja. Ich habe Der den kleine. geträumt, Mann. Genau, aber die träumt. Ich sehe die Snapchat-Stories dort, Mann. Zu herzig.
Ja, der wäre geil im Stream. Der wäre richtig lustig im Stream. Aber er ist auch Das verschwunden. Waldmeister Schade. Ding. Zero. Hast du das deine Das ist schon fein. Mischung, die du da gemacht Juice. hast? Bro, es ist so, ich bin jetzt am Abnehmen gerade wegen bald Hochzeit, Mochzeit, Wegen Ramadan. Ja, Mann, wann gehen wir eigentlich unsere Anzüge anprobieren? Ich schwöre, ich heirate bald, man. Fuck, Alter, man. Ich muss abnehmen. Und geil. Ja, Zero, Hast Bro. du? Zero, Okay. Zero. Leck mich doch am Zick. Aber mit was Steht hier fürs... drauf? Kokosmilch. Was soll ich damit? Ich bin doch nicht im Du bist noch ein bisschen schmäler schmäler gewesen. Ja, nein, ist der von letztes Jahr, weißt du? Aber ist das Hochzeit. mit Aber was für eine Süßes? Krankheit? Mit was ist das? Wahrscheinlich, ja. Mit Assugerin, Asukrin. ich glaube. Navyblau. Ja? Eben, es gibt kein Motto, Jungs. So, alle schwarz, alle das, legen da, was ihr wollt. Ich lege einen roten Anzug an. Ja, rot und du weiß. Und dann machst du so einen Mond. Ich weiss. Und einer macht so. Ihr müsst an beide deiner im Weiß Hochzeit. kommen. Ihr müsst beide im Weiß Stell dir vor. Einer ist Mond, einer ist Im Stern. beige Anzug, das hat auch Stil. Ich bin ja an der Verlobung beige Anzug gekommen. Was ist Ja, das? das ist geil gewesen. September, oder? September, ja. Aber ich weiß voll nicht, was alle. Was ist eigentlich, Jungs, was unterscheidet ein Bräutigam-Anzug von einem normalen Anzug, außer die scheiß Blume, die du anmontierst? Das noch... Keine Ahnung, Bro. Also, So das ist ja mehr so als- Manschettenknöpfmässig, das vielleicht Das noch. ist aber am Hemd. Eben, ja, ich bin einfach schon im kompletten Anzug. Bro, sagst Keine einfach, wenn du einen gehst, probieren, ich heirate. Das ist ja mehr Nein, so aber ein wisst ihr Smoking. Nein, So mehr keine Smoke. Ahnung. Ich denke mal so. Wie sagt man Anzug denn? zum Heiraten. Chile vielleicht. Das Chile unten dran? Ja. Ja, ich Nein, Bro, ist einfach ein Dreiteiler. Am Schluss vom Das- Tag ist es ein genau. Dreiteiler. Okay. Wenn du heiratest. Also du musst einen Dreiteiler anlegen. Nein, musst nicht. Du musst Ich kann ja gar auch keinen nicht. Dreiteiler Heutzutage anziehen. musst du sowieso nicht. Du musst nur Du kannst eigentlich kurze Hose und Bro, Adidas leg doch einfach Socken. Trainerhosen an. Und Bro, Ja, das kommt das Kollege. kommt zieh alles. das an, wo du dich wohlfühlst. Schau nicht auf irgendwelche Sachen, die dir das Internet vorschreibt. Nein, Bro, du kannst ja das Ja, sowieso ja. nicht. Hör auf mit dem Internet-Dings, Mann. Alles ist so voll übertrieben, Mann. Ja, das Kollege, Gender Reveal vom Kind, 7000 Sachen, Flugzeuge, die durchfliegen. Wir beruhigen euch, Mann. Beruhigen, du hast das Geschlecht von dem Kind Wir sind, kennengelernt. wir sind das All Produkt. for the gram. Bro, ich schwöre all for the gram. Hauptsache, du kannst posten. sind das Produkt. Geil. Das ist schon krass, hä? Die finden immer wieder einen Weg, uns Geld aus der Tasche zu ziehen. Und sie können sagen, was sie wollen. Emotional hast du die Leute immer. Immer. Sobald du so etwas Emotionales knüpfen kannst, das war's. Und wenn es ich irgendeiner gemacht hat zuerst, und der ist so ein bisschen, ich sage jetzt mal einer, der immer so ein bisschen zeigen kann, was er hat, wenn das gerade alle auch. Ja, und auch ihn überbieten. Genau, Das ja. würde ich sagen. wie die kaputten Influencer da. Euch meine ich. Wie die Influencer da, die ganze Zeugs posten, Dinge mit der Welle oder etwas wollen so wie verbreiten. Nachher löst es wieder mal 20 Minuten, dann kommt mittlerweile auch immer der gleiche Dreck. Du siehst irgendeinen Influencer, der irgendetwas trinkt und das sollte ich jetzt jung machen und, Ja. und das Bro. wird Marketing. posten, pushen und die Leute, die beeinflussen. Marketing. Diese Supplement. Marketing. Ja, das ist krass. Du sagst ja auch oft, gell? Marketing ist eigentlich das Wichtigste. Wenn du irgendetwas aufmachst, wenn du es gut kannst verkaufen, die Leute kommen schon allein wegen dem. Wenn Bro, du auf Social Media kannst mit 3-4 bekannten Jeden Leuten- Morgen steht blöd gesagt ein Idiot auf, der nicht über etwas darüber nachdenkt. Also, er sieht es, oh geil, ich kaufe es. So ein bisschen Neandertaler denken. Ja, voll. Und Das kann ich noch brauchen. so bleibt eigentlich der Markt konstant. Nur mit diesen Leuten überlebst du eigentlich. Angebot und Nachfrage. Ja. Ja. Und wenn du es eben mit Instagram nachher schmackhaft machst oder sonst mit Social Media oder sonst irgendwo eine Welle auch im Hintergrund auslösen, dann ist schon passiert. Also, ihr seid eigentlich alle der Meinung, wir leben im totalen Überschuss, oder? Das, Maximal. oder? Okay. Und jetzt frage ich euch etwas. Ihr habt alle Kinder. Wie ist das denn mit Kind so? Sagt ihr, nein, du bekommst nur 1-2 Spielzeuge, lange ja. Oder geht man selber rein, obwohl man eigentlich weiß und kauft das dem Kind jedes Scheiß, wo es vielleicht 2 Wochen anschaut, nicht einmal, und dann war's das. Und da ist wieder 30, 40, 50 Stutz zahlt. Geht er selber rein Fix. oder nicht? Doch. Ja. Also ich habe mich in der Vergangenheit mehrmals so nachträglich habe ich dann gedacht, fuck mal, warum hast du das jetzt gekauft? Weißt du? Völlig unnötig. Aber nachher dann habe ich so zurückgedacht und dachte, okay,
Ich selber habe es nie gehabt oder nicht so. Meine Mutter hat mir alles können ermöglichen, was sie geschafft hat. Aber klar nie so, wie ich es jetzt heute kann. Weil früher, du bist so aufgewachsen, alle von uns. Ja, Jeder fix. Franken ist gekehrt worden. Ja, ja, 100%. Und da hat es einfach immer geheißen, nein, nein, nein. Dann irgendwann vielleicht mal Geburtstag, haben mehrere Geburtstag, Leute ja. zusammengelegt. Weihnachten, Bayram, Grosseltern, was auch immer, haben zusammengelegt. Hey, hast du deinen iPod bekommen? Ja, voll. Damals. Und jetzt ist es so, meine Tochter hat, keine Ahnung, ein iPod. Ja. Blöd gesagt. Hey, ich kann es mir leisten heute. Weißt du, warum soll ich ihr den nicht kaufen? Okay. Aber jetzt so, ich glaube, so seit einem Jahr bin ich so eher ein bisschen am Schauen, braucht sie es jetzt oder nicht. Vor allem halt auch, dass sie den Verzicht lernt. Aha. Und das klappt mittlerweile schon recht gut. Klar fragt sie immer wieder nach, Ja, normal. aber sie akzeptiert das Nein. Okay, du findest aber auch wichtig, dass sie es Nein lernt. Du machst es auch zum Teil, dass sie weiß, wie es ist. Du bekommst alles in den Arsch geschoben, blöd gesagt, sondern man muss für etwas, wenn man es will, auch schaffen. So wichtig. Ja. So wichtig. Okay. Weil- Sorry. Auch wenn wir es hart hatten, wir wissen heute, was wir damals nicht hatten, was wir jetzt haben. Du hast eine riesige Schule für uns gesehen. Brutal. Ja. Wir sind aus einem gewissen Grund so, Ja. wie wir heute sind. Ja, fix. Und ich glaube, auch wenn wir sagen, fuck, wir haben nie etwas gehabt, es war, glaube ich, die beste Schule gewesen, wo Total. wir... Das Beste, was es gibt. Und auch für heute, also weißt du, wir wollen irgendwie etwas auf die Beine stellen oder so. Der Hustle, der nachher dahinter Genau, ist. ja. So. Du hast so gelernt. Um etwas zu bekommen, musst du etwas leisten. Genau, ja. Ja, Und ich glaube, das ist, fehlt bei der heutigen Jugend extrem. finde ich auch zu 1000%. Weil halt wirklich, ich sage, sich viel leisten können. Ja. Vor allem da in der Schweiz. Im Ausland sieht es sicher ein bisschen anders aus. Ja, voll. Aber ich sage, im Großen und Ganzen können sich sehr viele Leute extrem viel leisten. Und eben zu viel. Und darum glaube ich, sollten wir wieder ein bisschen in das zurückgehen, wo wir den Franken kehren. Neu ist nicht immer besser. Ja, genau. Neu ist nicht immer Und besser. sowieso wir müssen mit, lernen. mit all diesen Sachen, die wir heute kaufen, nach einem Monat geht es kaputt. Früher Ja. hat man noch etwas gekauft und es hat verhebt. Ja, voll. Fix. Jetzt ist so Wegwerfgesellschaft. Ja. So. Ja, Total. damit jeder sein Zeug kann loswerden kann, das er herstellt. Alles Ja, ist Bro. günstig. Eher so, alles ist austauschbar und man hat Genau, weil es so dem ganzen günstig ist. Zeug keinen Wert mehr. Weil es so günstig ist. Ich meine- meine... Sorry. Alles gut, ich habe dich unterbrochen. Mein Vater hat zum Beispiel, er ist Elektroniker gewesen. Der ist amigs bei Coiffeuren zum Beispiel. Die haben ihm angerufen, gehabt, hey, kannst du mir mein Maschinenli flicken? Ja. Und das heute habe ich gesehen. kauft sich ein Coiffeur schnell auf Temu, blöd gesagt, einfach schnell ein neues. Bro, funktioniert es nicht, du hast gar keine Ja. Geduld dafür. Wir sind Genau. ja auch so ungeduldig geworden. Rührst es weg und du hast schon 2 neue bestellt auf Temu, AliExpress. Ja. Oder auch sonst in Läden. Weißt du, zack, zack, hast du für 20 Franken eine neue Maschine. Ob sie gut ist oder nicht, du denkst, das ist scheißegal. Wenn sie nach einem Jahr kaputt geht, hole ich eine neue. Eben, genau. Ja. Das ist Und, schon da krass. sehe ich ein kleines Problem. Ja. Dass wir, Ja, die Wertschätzung. ja, das ist das Oberste. Aber die Wertschätzung ist auch nicht mehr da, weil du, keine Ahnung, eben, früher hast du Leute gehabt, die das gemacht haben, bist das zu dem im Laden gekauft haben. Jetzt kannst du alles online, ohne nice. irgendwelche Interaktion Nice oder Frage. irgendwelche Sachen, hast du sofort etwas am nächsten Tag bei dir daheim. Ja. Und durch das musst du echt nicht mehr den Weg machen, um irgendwo hinzugehen, das zu holen. Du kannst alles sofort instant zur Verfügung haben. Und das ist das Problem, das wir haben. Wir sind zu höheren Luxus gewohnt. Wie bist du mit deinem Kind? Ich kaufe mir Leo nicht. Okay. Also, ich kaufe schon ab und Ist zu. so leere Chipsdosen. Das ist so spitze. Nein, nicht wegen dem, aber so, meine Familie kaufen alles, ihre Familie kauft alles. Okay, also lebt sie im Überschuss. Du bist nicht so kaufen im Nicht, ich will nicht, dass er alles hat. Er hat eh alles. Okay. Sie beschenken ihn ja, weißt du. Okay, eben, also sie nehmen sie eigentlich so ab, so, du musst gar nicht aber machen. ich kaufe einfach aus Prinzip nicht, weil ich weiss, er hat schon genug, da muss ich nicht noch mehr beisteuern. Ja, voll. Durch das, ich weiss nicht, der Marlon ist halt ein bisschen weiter. Der Leo ist erst zwei.
Das ist 2,5. Es ist noch nicht so in dem Modus, hey, Papi, ich will das, Papi, ich will das. Du kannst einem Gurken sagen, Lea, schau mal, eine neue Eben, das meine ich. Kannst du mir eine Chipsdose sagen, Genau, ja, und er Kind, findet der es findet voll geil. Ja, Mann. ja, Mann, das ist, Solange es Geräusch macht. Genau, nicht einmal wegen dem, aber er hat das jetzt schon länger nicht mehr in der Hand Eben, gehabt. ist neu, Bro. Genau. Check doch nicht, was das ist, Genau, Mann. und ab und zu nehmen wir auch das Spielzeug weg. So Das vermisst ein 3-4 Wochen. Wunken. Wochen. Und nachher sagen wir, hey, schau, was wir wieder gefunden haben. Schau, mir jetzt für dich neu gekauft. Nein, wir haben es wieder gefunden, weißt du, also irgendeine Kerne ist ja gleich. Geil, ja. Und so spielt er erstens nicht immer mit dem Gleichen, Ja. weil wir haben gemerkt, wenn zu viel Spielzeug rumliegt, Ja, dann kann er Das ist ja eine sich völlige Reizüberflutung Genau, fürs ja. Kind. Es Genau. kommt ins Zimmer rein und weiss gar nicht, oh, Was soll ich nehmen? was soll ich Ich will alles machen? fix. und nachher siehst du ihn mit 2-3 Sachen rumlaufen, aber stellt es einfach irgendwo hin, nimmt wieder irgendetwas anderes. Dann haben wir gefunden, so easy, verstecken wir halt oder Ja, verfolgen wir es macht besser. Sinn, aber ja. So bleibt es immer Ja, oder spannend. einfach jeden Tag ein Spielzeug weniger Oder im so, Zimmer. ja. Du tust es mal in den Estrich auf und dann merkst du schnell, Schaust mal Reaktion. ja, ist es noch interessant oder ist Ja, es nicht voll. interessant. Genau, ja. Das ist ein guter Punkt. Du, Mann? Ja. Bro, er ist erst ein Jahr und 2 Monate. So 3 Monate jetzt dann. Und er hat nicht mal Freude an den Spielzeug, er ist eher auf Entdeckungsreise. Das bedeutet Schubladen aufmachen, dir alles auseinandernehmen. Fernbedienung. Fernbedienung liebt er über alles. Er will Menu mal schauen. Ja. So Und, herzig, Mann. wir haben, also der Arbeitskollege hat so ein DJ-Pult gekauft für ihn. Das hat er noch gerne, wenn er so ein bisschen rumtöckeln kann und dann gibt es Musik. Ja, das ist mega spannend. Ja, das findet er geil, aber zum Beispiel, wir haben so eine Box mit Legos. Er räumt sie einfach komplett aus. Ja, genau. Er geht rein, wuschelt alles raus, Und nachher läuft er weg. und dann läuft er weg. Dann gehst du und tust ihn ein bisschen motivieren, um dir helfen einräumen. Ab und zu hilft er und dann ab und zu denkt er, mach es doch selber. Das ist scheiße für etwas. Ja. Schieße ich auch noch in die Windel. Genau. Und dann räumst du es auf, tust es wieder rein. 5 Minuten später, Chaos pur. Geil. Aber ich finde es lustig, Hauptsache er kann sich selber beschäftigen. Ja, fix. Ich finde es halt schlimm, weißt, wenn du als älterer Teil, weil du jetzt zu faul bist, um dein Kind auch ein bisschen unterhalten oder um etwas zu machen, ein iPad oder ein iPhone in die Hand drückst. Bro, Oh, ich sehe das so Schlimmste. viel, ich so krank, Bro. ich bin kein Fan von dem, weil was tust du deinem Kind an? Bro, die Kinder sind voll gestört, klar, wenn ich merke das. So Glaubst du mir, dass die Eltern alles. das gar nicht checken? Bro, einfach weil sie zu faul sind. Ja, ist Vor so. allem. Zu bequem. Oder bist auch zu wenn bequem. keine Zeit Da dann nimm mach das kein Kind, Telefon. Bro. Sorry, das ist zu bequem, dann mach kein Kind. Das ist ich keine auch. Entschuldigung. Finde ich auch. Ich habe musst- viel zu tun. du Finde musst ich das auch. Ziel Aber wie sehen, das viele Kind braucht Eltern Zeit. kennen dir, wo ich mir denke, Kollege, was machst du? Aber Bro, schau mal, ich sag dir, wir leben in 2026, okay? Jeder hat schon mal von ChatGPT gehört. Dann schreibt das dort rein, ChatGPT sagt dir schon, es ist nicht gesund. Ich sag nur, weiss. du musst auch ein bisschen Finger aus dem Arsch nehmen und etwas wie machen, weißt? Es ist dir wirklich eine Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. geb dir Nur recht. weil du es nicht weißt, limitiert das Kind, Mann. geb Bro, dir- ich sehe es ja, weißt, psychisch dir recht. kranke Kinder, voll. Bro, nur das zählt. Ja. Ich schaue letztes Mal an von Verwandten 9 Stunden Handyzeit mit 9, Kollege. 12 Stunden pennst, 9 Stunden bist du da. Was hast du gemacht? 3 Stunden, 4 Stunden, hast geschissen, pisst, gegessen. Das ist schon krank, Ich Bro. meine, was haben wir gemacht? Wir sind raus spielen. Fix, Ja, Mann. aber wir haben das nicht Leute-Streich. gehabt. Mach lieber Leute-Streich als so etwas. Wie viele Leute gibt es, die es nicht besser wissen, die den ganzen Tag zum Beispiel, ich sage jetzt mal, arbeiten, heimkommen, mit ihrer Zeit ein bisschen, mit ihrer Kindzeit verbringen und das vielleicht schon seit keine Ahnung wie lange machen. Und die haben keine Ahnung von dem Ganzen. Und sie wissen nicht, wie schädlich das ist, einem kleinen Kind ein iPhone in die Hand zu geben, weil sie selber von dem gefangen sind. Weil sie ja selber in dem ganzen Dreck sind. Wer ist in einer Meinung, Hand hoch? Ich schütze es nicht. Ich will nur Nein, ich weiß schon nicht. Bro, ich sage nicht, dass du sagst, das ist der Grund dafür. Ja, so, das ist ich bin Ursache. davon überzeugt, dass die meisten selber ein Konsumopfer sind und es gar nicht checken, was sie damit verursachen, indem sie an einem Kind ein Handy in die Hand drücken, sondern denken sich, shit, ich habe schon den ganzen Tag hohen Stress gehabt beim Arbeiten, bin zusammengeschissen worden, was weiß ich, und der Kleine schreit mir noch den Hals voll. Ich gebe ihm eine halbe Stunde, was auch immer, in die Hand. Ich muss jetzt einfach mal chillen. Okay. Und ich sage, Es ist sorry, reine bequem. Ja, ja. 100%. 100%, Schau, Bro, ja. ich sage zu 1000%, egal wie stressig du es hast. Jeder hat stressig. Auch die Kollegen, die sagen, sorry, ich habe Stress gehabt, ich konnte dir nicht zurückschreiben. Heb die Fresse, Mann. Jeder
hat 15 Minuten am Tag. Und das Kommt ist darauf an, wie recht du es untertrieben. priorisieren. Es ist recht untertrieben. Wenn du am Schiessen bist, bist du am Nattel. Oder? Ja. Keiner schaut Aber mehr Reels schauen wie schon früher auf WC-Enten, welche Inhaltsstoffe drin hat. Das schwör. macht man nicht mehr. Du bist auf dem scheiß Handy und glotzt ja. rein. Anstatt dann YouTube schauen oder Instagram schauen, dann schau für das, ich sag nochmal, ich weiss, was du meinst, aber für mich ist keine Entschuldigung recht genug, Bro, weil das ist ein Kinderleben und dann mach kein Kind, wenn du so einen Stress ist so, hast. ja. Dann mach kein Kind, dann zieh das Kondom zweimal drüber und dann hast du in Ruhe. Das ist gefährlicher als einmal. Ja, ich weiss, ich wollte einfach sagen, doppelt hält besser, aber diesem hat ja Fall dann nicht. die Erfahrung, ja? Nein, aber ich glaube auch, Nein. ich glaube auch, wir sind in einer Gesellschaft aktuell, wo du nicht mehr zum Beispiel wie früher ein Lohn hat gelangt. Ja, das kannst du vergessen. Das ist sicher ein grosser Punkt und ich sehe es selber bei uns daheim. Also wäre ich nicht so flexibel, hätte ich nicht mehr so viel Zeit mit der Family daheim. Ja, aber siehst du, hast den Finger aus dem Arsch genommen, hast das, was bequem ist, auf die Seite da und hast dir die Zeit geschaffen. Ja, auf Voilà. jeden Fall. Voilà, das musst du auch Ja, machen, aber für Bro. das musst du auch genug Grips haben. Aber sagen wir, weißt du, ich meine, die Ramona verdient nicht schlecht, ich verdiene nicht schlecht. Aber es gibt Leute, die beide gehen arbeiten und haben einen Lohn. Ja. Ja. Wie von mir zum Beispiel. Ja, Ich will jetzt da 100%. nicht, Nein, aber was du meinst, ja. ungefähr. Und ich stelle mir das hure hart vor, dass du jeden Morgen um 6 Uhr bringst dein Kind in den Hort am Morgen so früh. Eben, wir sind alle so eigentlich aufgewachsen. Und du hast eigentlich nachher, dann kommst du heim, isst mit deinen Eltern und dann gehst du pennen und am nächsten Morgen bist du schon wieder am 6 Uhr Ja. am Morgentisch, oder? Dass deine Mutter kann arbeiten Eben, und der Einfluss von denen kann gar nicht auf dich übertragen werden als Kind. Weil Wie meinst du das jetzt? Ja, eben, wenn deine Eltern nie Zeit haben, haben schon Zeit, aber Das wenn nur eine Nötigste kurze, machen, ja. nicht mal nur das Nötigste, aber wenn sie nur so, sie können sich, die 24 Stunden hat jeder. Wenn du 8 Stunden musst arbeiten, in die Kita bringen, einkaufen, kochen, Wohnung putzen, dies, das, kannst du nicht mehr 4, 5, 6 Stunden mit dem Kind verbringen und das nach deiner Vorstellung erziehen, sondern dann sieht das bei anderen, jeder hat ein iPad, jeder hat irgendein Tablet oder Handy, was auch immer, und dann bist du der Aussenseiter, wenn du es nicht hast, und dann Finde ich jetzt nicht. Dann bist du nachher einfach eben bequem und machst das Leben einfacher und kaufst das Gerät. Ja. Statt das Kind zum Beispiel so erziehen, dass es sich selber beschäftigen kann Ja, für 2 voll. Stunden von 5 Stunden. Dann musst du halt 3 Stunden nachher dich um dein eigenes Kind kümmern. Du gibst ja die Werte mit. Genau, Als und älterer wenn du die Zeit nicht hast zum Mitgeben, weil du so viel schaffst, kann das schnell passieren, dass das Kind, das das nie gelernt hast, nachher älter wird, selber Kind macht und die Werte gar nicht kennt. Und durch das bist du ein Opfer von der Gesellschaft. Ja, Bro, irgendein älterer Teil ist daheim und kann mit Nein. dem Kind sein. Nein, Bro. Wieso nein? Weil das viel sich gar nicht leisten können. Der Bro, der Hort kostet auch. Ja, aber meine Eltern sind Aber wenn arbeiten, um den Hort zu zahlen. Aber wenn du wenig verdienst, wird es ja subventioniert, nicht? Es wird ja, sicher wird Du sparst subventioniert. recht viel. Bro, bei Jetzt uns dann wird es auch Kollegen. subventioniert. Ja. Aber zum Beispiel unser Sohn ist 2 Tage in der Woche in der Krippe. Und ich finde es super, dass Und er in der die Stadt Krippe wird es nur subventioniert, außerhalb nicht. Okay. Eben, ich finde es super, dass er in die Kita geht, weil Bro, er lernt Sozialisieren, ja? das Sozialisieren. Bro, das ist extrem Ja, wichtig. und es sind 2 Tage in der Woche 1000%. und die anderen Tage ist er mit uns, die ganze Zeit. Familie. Bro, wenn ich nach dem Arbeiten heimgehe, das Erste, was ich mache, ich rühre alles auf die Zeit und bin mit ihm. Bis er pennt. Eben, du könntest jetzt auch heimkommen, denken, boah, ich habe einen stressigen Tag, ich game ein bisschen. Ja, wieso? Dann gehe ich ins Gym. Also viele Sachen, die dir gut tun. Aber irgendwann wirst du es merken, verstehst du? Die Zeit, die du nicht mit dem Kind verbringst, wirst du irgendwann merken. Und dann muss keiner motzen, mein Kind hat voll keine Verbindung zu mir. Ja, ist Schuld vom Kind, oder was? Ja, fix. Nein. Verstehst du? Immer sind die anderen schuld. Und es ist so abgefuckt ab und zu, wie die Menschen aktuell sind. Ich finde das unglaublich. Immer der einfachste Weg. Immer mit dem Finger zeigen. Eben, alles ist schuld, außer du selber. Genau, ja. Und darum würde ich sagen, zum Beispiel auch, wieso bin ich mit 32, habe ich noch kein Kind?
Verstehst du? Ich kann auch wählen, schon klar, richtige Frau muss ich erst mal treffen, so, Ja. aber ich kann auch wählen, erst dann Kind machen, wenn ich garantieren kann, schau, meine Frau kann die sein, sie muss nicht, es wäre ein schöner Zusatz, aber sie muss nicht, sie kann auf Kind schauen und ich verdiene das Geld. Und darum mache ich jetzt Kind, oder in Zukunft dann, weil ich weiss, ich kann das leisten. So viel Grips musst du doch überlegen, ein bisschen, Mann. Jeder muss doch ein bisschen überlegen, ey, wenn ich ein Kind mache, wie finanziere ich es? Es muss unbedingt sein, dass die Frau die sein muss, aber wie machen wir es? Okay, wir haben einen Plan, heute gehen wir touchen und machen das Kind, weißt du? Aber so das wahllose Kinder machen, man. Gut, an der Frau tut es auch gut, wenn sie arbeiten kann, weil du die ganze Zeit daheim Bro, bist. 1000%. Ja. Da gehst du auch psychisch kaputt. 100%. Weil du hast jetzt keine, deine Frau ist 28, du hast 28 Jahre so gelebt, jetzt bist du in einer anderen Rolle und du musst die anderen 28 Jahre wegrühren. Das finde ich sowieso voll falsch. Weißt? Aber sie soll die Wahl haben, das ist mir wichtig. Wenn sie sagt, sie will daheim bleiben, bleib. Wenn du Ich nicht glaube willst, aber dann- auch, die Aufklärung gibt es wie auch nicht. Oder beziehungsweise... Ja, du musst das selber herausfinden. Du musst das wie alles selber dingseln. Und ich glaube, würden wir auch schon in der Jugendzeit, weißt du, mal so die Aufstellung machen. Ich meine, hat euch irgendjemand gezeigt, wenn man die Steuererklärung... Ich habe immer noch keine Ahnung. Nein. Weißt du, was ich Selber- meine? selber Wir haben herausgefunden. das nicht einmal in der Schule gehabt. Ja, fix. Zum Beispiel. Jetzt mittlerweile haben sie es. Mittlerweile. Ja, weil irgendwann mal einer gesagt hat, ey, Ist genug. mach mal etwas da. Mann. Aber Was- dort fängt es schon an, klar, weißt du, Aufklärung, Sexualität, all das. Das ganze ist Zeug. wichtiger natürlich. Das Als ist, Steuerzahler. Das wird auch viel zu früh gemacht. Ich habe ab und zu gehört, man, dass so Leute, Bro, Leute Ich weiss mit nicht, Kindern wie es mit jetzt 10, 11, man. Eltern kommen zu mir und sagen, shit, die haben da alles gezeigt, man. Stellungen, Gummi, wie man anzieht. Das verstehe ich noch. Richtig Dings und so. Aber Bro, mit 11, 12, entspann ein bisschen deine Vulva, man. Dein Penis schnell, man. Hast du eine ganz andere Prios in dem Bro, Alter? mit 12, ich sage ehrlich, ich habe mit 12 nicht daran gedacht, man. Ja, also wenn ich die Kids jetzt sehe, wie sie schon mit 10 Ja. rumlaufen, dann... Ja, das ist ja auch noch etwas. gut, ich meine, weißt du, Nummer mit der eins, ganzen kommt aus Social dem Media will ja halt eben jeder das Handy Genau. in der Hand hat. Ja, die ganze Welt steht dir zur Verfügung. Genau, das ist es ja. Genau, Und richtig. dann haben sie schon zu früh zu viele Informationen Zugang, wo eigentlich ja, nicht unbedingt muss sein. Bro, sicher, du bist in der Schule. Hätten wir jetzt das Handy, wir wären 12. Wenn wären genau einer gleich. sagt zum Beispiel, wären ey, genau schau, wenn du gleich. Porno eingibst, dann kommt dies und das. Hure wären wir nicht schauen. 100%. Hure wären Wir sind nicht auch schauen. schauen. Keiner wäre Aber einfach hier, dass sie shooten. PC die haben. Hey Mann, wir dürfen schon an den PC gehen. Ja, früher war das nicht so schnell zugänglich gewesen. Jetzt ist das, Bro, ich kann mit euch reden und in 2 Sekunden, ich bin in einer anderen Welt, Bro. Aber das ist Ich bin schon weg von euch. Hast du Limewire gehabt? Jeder hat Leim. Jeder allein. Wer hat sich ein Virus eingefangen? Jeder hat. Du hast einen permanenten Virus eingefangen. Einmal nachher am PC und es kommt so ein Pac-Man, wie er einfach meinen Bildschirm frisst. Es wird alles schwarz, was er frisst. Trojaner eingefangen, ich gerade rausgezogen, bam. Mein Onkel ist so ein Nerd gewesen. Also wie ist das gekommen? Ich so, keine Ahnung. Und so Musik. Kann Musik aber So Musik runtergeladen. Er hat gesagt, kranke Musik. Damals hat jeder seinen aber eben, wie du Computer gesagt hast, du versiegt hast den mit dem. Zugang nicht dazu gehabt. Und jetzt stell dir vor, du hast dein eigenes Gerät. Du kannst immer, egal was, machen. Und nicht alle kontrollieren ihre Kinder, was sie am Handy gehen suchen und gehen machen und gehen tun. Ich finde es ja auch nicht gut, dass man das Kind kontrolliert, aber das Kind hat es ungefiltert. Bro. Hat gar nicht den Verstand, um das selber einschätzen, was gut und nicht gut ist oder richtig oder falsch. Bro, Kontrolle ist nicht das Gleiche wie Fürsorge. Wenn ich mich hineinschaue, ob mein Kind auf die Seite geht oder keine Ahnung, wo ich komische Foren reinkommt, wie Roblox und so, haben wir ja sicher auch gehört, wie es so Gruppen gibt zum Beispiel, Bro, so ein Spiel. Das ist so eine Gruppe, oder? Wo so sagt, hey, alle, die keinen Vater haben, kommen da in die Gruppe. Dann gehst du dort als Kind, dann ist auch kein Vater, geil, Gleichgesinnte, alle sehnen sich nach Zugehörigkeit. Und dann sagen sie, machen so krasse Challenges, wenn du auch dabei sein willst und so. Nachher hat es so weit gebracht, Bro, bis ein Kind sich vor laufender Kamera angezündet hat. Überleg mal, Bro, das ist ein Spiel, darum. Kontrolle, Montrolle, Bro. Solange mein Kind ein Kind ist, habe ich die Fürsorge. Genau, ja, das schaust du mein Handy, Presse, Alter. Nicht in diesem Ton, aber ich muss Doch, sorry, vielleicht sogar Mann. in diesem Ton, je nachdem wie der Ton Die Aufklärung dort ist hundsmiserabel. Bro, es ist schlimm. Ja, uns hat das auch niemand gezeigt. Wir haben uns all die Viren und den Scheiß eingefangen, wie wir doch Ja, aber es ist jetzt nochmal, wir sind auf einem ganz anderen ganz Level. anders. Jetzt jetzt- sind jetzt- wir es ist damit jetzt aufgewachsen. nicht Wir das sind damit Gleiche. aufgewachsen.
wir kennen eigentlich, wie es ist ohne, sozusagen. Und dann, Ja, wo wir es sind so die ist, Letzten mit. mit und ohne. Wie am Kochergut. Mit und ohne. Ey, mach mal ein Sponsoring da. Oh. Ich schwör's dir, Mann. Hey, mit und ohne Space mal dann Döner. Nein, schau, Schon ich finde mit so, Gesicht heute sogar. mit KI, alles dies, das, Bro, wenn einer ein bisschen rauskommt, kann er mit 8, 9 von seinen Klassenkameraden keine Ahnung was mit diesen Bildern machen. Darum ist es eine andere, das kannst du nicht vergleichen, Bro. Die Zeit von heute kannst du nicht mit uns vergleichen. Vergleich's nicht, aber ich sage auch nur als Beispiel. Uns hat auch niemand gezeigt, wie man das Internet nutzen sollte. Du bist einfach mal reingegangen und hast mal eingegeben, was du so gekannt hast. Hey, du kannst dort Lieder runterladen, hast Limewire runtergeladen. Ja. Du hast Ich kann mal schauen, ob so Videos Du hast gar nicht gewusst. Du hast, nein, du hast. Bro, ich habe mal einen Film abgeladen von Spider-Man und dann ist einfach ein anderer Spider-Man gekommen. Okay. Es geht schon in die gleiche Richtung, aber trotzdem. Trotzdem, weißt du, mir hat niemand erklärt, Step Spider-Man. auf was ich muss schauen. Ich habe eigentlich gemeint, ich lade einen normalen Spider-Man ab. ja. Und dann bin ich überrascht Aber worden. nachher hast du noch etwas anderes runtergeladen. Ja, nachher ist mies downloadet worden. Putti Spider-Man. Free Download ist es nachher. Geil, Mann. Ja, aber das sind Spunnen. Das sind so Sachen. Wir haben halt so simples Zeug gehabt und die sind halt ein bisschen, ja, eben wie du Jetzt sagst, ist so das jetzt Chats Katastrophe. und so Zeug. Und Ganz das schlimm. ist wie die Fürsorge. Die Leute schauen gar nicht, was sie Kids machen. Fürsorgepflicht. Genau. Ja, darum, es ist von dir. Schweizer Mann. Das ist gut so für mich. Nein. Geil, Mann, ich schwöre. Hey Jungs, wie sieht's aus? Ich würde sagen, wir machen voll eiskalt da einen Break und gehen einfach essen. Und Ja. das nächste Mal wieder. Ja, voll. Oder? Können wir machen. Ich habe voll Bock etwas essen und meine Blase ist am... Ey, ja, Bro, ich muss gleich sagen, aber Krass, wie viele Themen wir jetzt gerade schnell Bro, ich sag angeschnitten ja. haben. Ich sage, das ist eben geil. Voll rumgekumpelt. Bro, wieso ich eigentlich den Podcast gegründet habe, ist wegen uns nicht, darf ich reden? Bro, die Hand, Mann. Gib dir Hand, aber ich kann trotzdem. Hey, ist geil gewesen mit dir. Ich schwöre, schau mal. Was soll ich sagen? Genau wegen dem eigentlich, wegen unserem Kollegenkreis. Weil wir ab und zu so tiefe Sachen haben und dann wieder so dummes Zeug und dann fragt einer, wenn du ein Vogel wärst, was wärst du für ein Vogel? Ein guter Vogel. Wenn wir so dumme Gespräche. Und darum habe ich gedacht, gehen wir da runter. Ich meine, ihr wisst es selber, wir haben nichts abgemacht. Gar kein Thema. Wir haben einfach gedacht, komm mal an. Und es war brutal gewesen. Also ich habe mich richtig wohl gefühlt mit euch. Also die Krankenkasse ist wieder recht ungefiltert geblieben. Das kannst du gerne noch reinrühren. Wenn Das ist über die... Sein Hate noch schnell Das abläuft. ist noch mein Hate, aber über die Fix laden Krankenkasse. Das ist jemand geladen, Mann. Dort. Was ist passiert? Das Geile ist eben... Bro, Krankenkasse, hör doch auf. Jedes Jahr hauen die Preise auf. Jetzt, wenn es Findest du das gut? so Nein, aber es wird ja alles teurer. Eben, findest du es gut, dass die Krankenkasse auch teurer wird? Die müssen ja auch mitgehen. Nein, sicher nicht. Bro, jede Was? scheiß Die Behandlung Leistungen kostet. bleiben doch gleich. Ja, aber jede scheiß Behandlung Dann kostet ja geben mehr. dann geben wir Ozempic gratis. Wie wär's damit? Das ist Sollen ja- die Jungs, Leute einfach an, Nein, abnehmen, aber weil ich sie Jungs, abnehmen? hören wir auf, sonst haben wir einen 5-Jahres-Vertrag. Hey. Ich habe in dieser Scheißbranche gearbeitet. Ich Ja. weiss, wieso das so teuer wird. Ja, Jedes schon klar, Mal. ich weiss auch wieso. Die Mongos können wegen einem Schnitt ins Spital verursachen keine Ahnung wie viel Kosten. Notfall gehen sie. Auf Notfall sind Nacken. Und wer muss das nachher zahlen mit dieser 300er Franchise? Und sie gehen 40 Mal im Jahr zum Arzt, genau um die gleiche Art und Weise. Das hat auch mit dem zu tun. Wo das ganze System muss umgestellt werden. Wenn du mich fragst, wie ist das richtig, keine Ahnung, das ist so komplex. Ich meine, die Leute sind auch keine dummen Leute wahrscheinlich, die das sich Das da hat etwas damals gedacht haben. funktioniert. Aber Ja, aber da zumals, Bro. Wenn du darum jetzt gibt es ja schau- den Spruch, okay. entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Okay, und wieso wird es teurer? Schau jetzt zum Beispiel, hat es früher, wenn du gesagt hast, vor 20 Jahren, wenn du vor 20 Jahren gesagt hast, ey, ich habe glaube Burnout und so, Ja. die haben dir ins Auge gespuckt, Bro. Sie haben Auge aufgemacht und reingespuckt. Burnout, Depression, hat gesagt, fick Mutter, Kollege. Kann mal arbeiten, bis Ich ruhig. schwöre, bist mal ruhig, Depression. Ich wünsche, ich hätte Zeit für Depression. Das haben sie gesagt. Jetzt, geh mal schauen, psychische Leistungen. Eben, weil alles. Jeder bezieht viel mehr als früher. Ja, ja, Und darum. durch das ist es teurer.
Ja, Bro, das ist, glaube ich, ein Thema, wo... Das können wir gar nicht beantworten. Never ending story. das ist genau das, wisst ihr, Jungs, wenn man da das Maul aufmacht. Ich will, dass immer Leute sagen, ja, ihr kennt euch gar nicht aus. Das ist ja auch der Sinn. Wir reden ja nicht, ich sage Ja, jetzt wir nicht, reden nicht. ich habe jetzt da einen Steuerexperten, da habe ich eine Krankenkasse. Wir sind einfach normale Leute mit Fragen, die sich jeder random Schweizer stellt. Voll. Ja. Voll. Wieso wird es teurer? Scheiß drauf. Ich sage nicht, ich habe da die goldige Antwort. Wir reden einfach mal. Jetzt reden wir die Ski Aber ja, mich regt es auch voll auf. Ich sage dir ehrlich, Krankenkasse, auch wenn du mit ihnen so schaffst, oder Spitex und so, wenn ich jetzt mit denen arbeiten tue, Bro, was für eine Frechheit, sobald die eine Rechnung schicken, 30 Tage hast du Zeit, ab und zu auf 14, wenn ich schicke, Bro, 3-4 Monate wartest, man, Jara kommt nachher rein. Verstehst du? Das ist voll nicht gleich, im Gleichgewicht, aber ja, du kannst dich grün und blau ärgern. Das sind am längeren Hebel. Oder wir machen es wie Seneca, das, was wir nicht beeinflussen können, tun wir nicht beeinflussen. Wenn Wahlen kommen, Stimmen und so, machen wir das. Und mehr liegt nicht in unserer Hand. Aber Bro, ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Wie sie dir ab und zu nicht Infos sagen, du gehst dann zum Arzt und dann kommen es noch nach 2 Jahren. Die Leistungen sind nicht anerkannt. Ja, ja. Du sagst, Brüder, ich mache das schon seit 2 Jahren. Ich habe mich erst jetzt gemerkt. Musst du die all die 2 Jahre zurückzahlen. Kollege, wo leben wir? In 30 Tagen. In 30 Tagen, ja. Das ist es. Die richtige Mafia. Ja. Mann. Es ist die größte. Man, du kannst mir sagen, was du willst. Krankenkasse ist. Also, ich bin auch kein Freund. Also, es ist Pflicht. Du musst es haben. Und dann eben, es wird teuer. Und du musst immer so mitgehen. Verstehst du? Du kannst dich gar nicht wehren. Ja. Wie jemand, der missbraucht wird und nichts machen kann. Du musst auch über dich ergehen lassen. Ja. Das ist ein bisschen übertrieben gesagt. Du Aber wirst missbraucht von der Krankenkasse. das kann ich wieder sagen. Nein, aber schlussendlich, sind wir ja froh, haben wir so ein Standard etwas. in der Schweiz. So ein Standard. 100%. Ja. Und warum ich mich halt so aufrege, ist jetzt aber, wenn du noch ein Kind hast, dann regst du dich nur noch mehr auf. Ja, glaube ich dir. Glaube ich dir. Soll ich noch schnell sagen, was letztes Mal geboten hat? Bro, sag sicher, kotzt dich Dings, aus, Mann. Sie haben meiner Frau also unser Sohn ist allergisch auf Milchpulver. Ja. Und er hat so ein spezielles. Und das ist von der Krankenkasse, sie übernehmen das. Ja. Und es ist bis zu einem Jahr anscheinend tun sie es übernehmen, also bis er jährig ist und nachher nicht mehr. Okay. Und diese Woche hat die Frau ein Mail bekommen, ja, wir übernehmen das nicht mehr. Erst seit dem 1. Januar. Okay. Übernehmen das nicht mehr. Genau, was habe ich gesagt? Und dann denkst du so, hallo? Und jetzt haben sie uns eine Rechnung schicken von 750 Stutz. Wir sollen das jetzt zurückzahlen, aber keine Infos, nichts. Ja. Null Informationen. Wie meinst du das genau? Bro, ich sag ja, und ich sag's nochmal, ich weiss, die Leute können es nicht mehr hören im Podcast, aber dann, wenn du mal im Gefängnis schaffst und siehst, was die Leute, die so viel gewalttätige Sachen machen, die da hinflüchten, das machen, alles gezahlt werden, also alles von ihnen gezahlt wird, frage ich mich schon ein bisschen, wo Gerechtigkeit ist für den Schweizer Bürger, der all seine Rechnungen zahlt und noch mehr gefickt wird als der Flüchtling, der da ankommt. Sorry. Bei aller Liebe. Ich bin kein Rassist, sind wir alle nicht. Wir haben alle Liebe. alle Jeder Mensch, der sich nach Sicherheit sehnt, soll kommen. Aber wenn jemand die Sicherheit von da gefährdet, soll er sich verpissen, Bro. Ich sag dir ehrlich, wie es ist. Dann müssen wir sicher nicht Geld in den Arsch blasen. 100% nicht. System ist die Schuld. Sie nicht, sie nutzen es auch aus. Bro, sobald du halt mit der Rassistenkühle kommst, sind sie gerade in Schock. Im Militär ist es genau gleich. Wenn du sagst, ich fühle mich rassistisch angegriffen oder so, Bro, die sind gerade Obacht dort. Ja, ist auch im Gefängnis so. So einer soll mir sagen, ja, ist das nur, weil ich Araber bin? Die können gerade mit dem Zuckerrohr dort, pushen sie eine Ladung in den Arsch rein. Aber Bro, heutzutage, man sagt immer Meinungsfreiheit. Ja. Wie viel Freiheit hast du noch in deiner Meinung? Null. Ja, hast du jetzt gesehen? Ja? Mit dem Gusti, der da Ja. ist schon ein bisschen länger. Genau, der Gusti. Ja, hat gesagt, ich finde das nicht gut, dass ein Asylheim dort aufmacht, wo ich wohne. Ah, der, irgend so etwas. wo der Getränk Weit, ja. genau. Migros hat gerade wie rausgenommen. Darum, er hat etwas gesagt, schau, man kann jetzt sagen, okay, er hat sich nicht müssen so äußern, man weiss, dass er ein Influencer ist, wir kennen den Schweizer Influencermarkt, so was du dich geben musst. Aber er hat etwas gesagt, was mich voll gecatcht hat. Und er hat gesagt, wenn es in den Medien geht oder du Influencer bist, sei links oder sei ruhig. Das hat er gesagt. Aber das ist ja genau ihre Brutaler Politik, Spruch. die Es sie ist schon fahren. voll so. Es ist schon Sie voll so. machen das auf jeden respektieren, aber wenn du nicht ihrer Meinung bist,
bist du das Letzte. Bro, jede Er Rand... hat deine eigene Meinung haben. Weil die haben gar keine Meinung. Die Bro, jede Randgruppe... haben farbige Haare und wenn wir etwas erzählen, man. Weißt du, was soll das? Rote Haare, blaue Haare. Bist mal ruhig, man. Krieg Hast du mir jetzt mal etwas geschickt? Umso mehr Geld du verdienst, desto weniger musst du mit Leuten Kontakt haben, die blaue Haare haben. Ja, fix halt. Sehr geil. Sehr geil, Mann. Sehr geil. Ja, Bro, egal, man. Ich schwöre, Hauptsache Familie ist gesund, man. Ja, fix. Am Schluss vom Tag, ja. Schau, ich kann sagen, ja, wir haben ein Luxusproblem. Es ist auch okay, dass wir darüber reden. Jetzt kann mir keiner kommen, ja, ihr redet über so etwas, aber die Leute in Palästina werden bombardiert, Bro. Verstehst du, das ist so Äpfel mit Bieren vergleichen. Würden wir es können ändern, würden wir es Ich ja schwöre, wir machen. würden es ja ändern, aber wir dürfen auch über Sachen reden, die uns da auf den Sack gehen. Ja. Man ist ja in Ordnung. Und eben Meinungsfreiheit am Posana, wo sobald jemand etwas sagt, wo gegen den Strom ist. Schau, ich sage nur kurz etwas. Ich habe letztes Mal etwas gepostet wegen Politik. Oder? Alle Ausländer, die kriminell sind, sollen raus, wie Dänemark. Dänemark macht das so. Ja. 2 Jahre, wenn die Strafe 2 Jahre oder länger ist, direkt ausgeschafft, oder? Habe ich das gemacht, okay, tschüss, habe ich geredet. Bro, kein Araber, keiner, der in diesem Video erwähnt wurde, ist zu mir gekommen. 4, 5 linke Schweizer sind zu mir gekommen und sagen, ja, du, wenn du so etwas postest, was denkt denn der Mohammed? Der fühlt sich ja schlecht und so. Die Leute reden, wie die anderen sich fühlen, aber die beschweren sich gar nicht bei mir. Es gibt so ein geiles Video von dem, wie so ein Amerikaner sich als Mexikaner Ja, verkleidet habe ich auch gesehen, das ist und gut. zu Amerikaner geht und sagt, findest du das offensiv? Doch offensiv. Ja, angriffig, Ja, ja. genau. Na ja, das ist mega rassistisch. Geht er genau im gleichen Outfit zu den Mexikanern mit seinem Sombrero und der Schnauze. Ja. Hey, wie findest du das? Das sieht verdammt geil aus. Ja, eben, das Voll, ist das. Das ist das. Das ist genau das. Wenn du den Bezug nicht zu der Realität hast. Das sind Leute, die die Heim im Handy scrollen und irgendwie lesen, dass irgendein farbig-haariger Trottel das und das sagt. Okay, ich ziehe ihn jetzt auch mit, leg mir alleine an und eine Hundemaske. Ja, genau. Das sind genau die, aber das sind auch die wieder nicht. Auf die ist nicht geschaut worden oder hat niemand gehabt, der schauen tut. Sie sind isoliert Ja, ja. und haben nachher durchs Internet genau das Sprachrohr bekommen, weil ihnen das Internet zulässt. Bro, die Leute, die am meisten nach Toleranz schreien, sind in der Regel die intolerantesten Das Leute. ist so. Ja, das ist schon so. Aber sowas von. Ja, fix, das ist keine Null Meinung haben. Akzeptanz. Nein, du musst ihrer Meinung sein und sonst nicht. Weil sie sind ja links und alles so toll. Und Sie wissen ja, was läuft. ich schwöre, Jarrak. Ey, ich piss mir fast in die Eine Hose. gesunde Mitte. Geil, Bro, mach. Ich schwöre. Lass los, Bro! Lass laufen, Brüder. Ich muss auch bringen. Tun Wollen wir einfach laufen? überkreuzt. Ja. Champagne Shower. Hey, liebe Leute, danke fürs Zuhören. Ich habe es mir gar nicht vorgestellt. Marlon, Michael und Christian. Ja, Mama, we. So, danke. Lernen wir voneinander, lachen wir miteinander. Hauptsache Familie ist gesund. Ciao. Hey, bis zu wie viel Monat haben Sie noch Sex haben, wo die Frau schwanger war?